Einer für alle. Und wir kennen das vielleicht aus verschiedenen Zusammenhängen. Mir sind da sofort der Film von diesen Musketieren in den Sinn gekommen. Die haben zusammen gesagt, einer für alle. Aber es geht eben dann noch weiter. Ja, wir sind schon einige Zeit unterwegs in diesem Johannesevangelium. Und vielleicht ist denen, die etwa da in den Gottesdienst kommen, nicht mehr ganz bewusst, was vorangegangen ist, oder vielleicht die anderen auch nicht. Jesus hat den Lazarus vom Tod auferweckt. Also das ist wirklich eines von den, ich denke, das ist eines von den extremsten oder grössten oder ja, einfach, das ist wirklich ein absolutes, grossartiges Wunder, das da Jesus hat vollbracht. Und zwar ist das, der Lazarus hat schon gestunken, schon 3 Tage im Grab inne gsi und Jesus hat ihn wieder zum Leben gemacht. Also das ist so ein Wunder, wo man muss sagen, wenn man das sieht, dann sollte eigentlich alles klar sein. Und das haben wir noch nie erlebt. Ich nehme nicht an, dass das jemand so schon erlebt hat. Oder? Also das gibt es gar nicht. Und Jesus hat dort eingegriffen. Und es gibt ja ganz so verschiedene Wunder, wo Jesus als Messias, als Retter auszeichnen. Und eben das Wunder von der Totenauferweckung, das ist eines von dem Katalog, wo man hat gesehen, wenn das passiert, dann wissen wir es dann. Und dann denkt man, wieso sehen sie es denn nicht? Wieso sehen sie es denn nicht? Mir ist beim Lesen von diesem Text wirklich ziemlich schnell einmal eben der Ausspruch «einer für alle» in den Sinn gekommen. Danke, du hast es schon ein bisschen aufgegriffen am Anfang. Einer für alle. Und wir kennen das vielleicht aus verschiedenen Zusammenhängen. Mir sind da sofort der Film von diesen Musketieren in den Sinn gekommen. Die haben zusammen gesagt, einer für alle. Aber es geht eben dann noch weiter. Weniger bekannt ist vielleicht, dass da so im Bundeshaus oben steht, an der Kuppel. Einer für alle. Aber eben, es ist nur der Anfang. Es ist eben nicht einer für alle, sondern alle für einen. Wo die Schweiz 1848 sich eine Verfassung hat gegeben, zusammen hat man gesagt, wir wollen verschiedene Kantone sein, also einer für alle. Jeder Kanton soll für die anderen einstehen, aber auch alle für einen, wenn einer in der Not ist. Und ich habe mir schon, ja, manchmal mit den Kindern hat man so ein bisschen wegen den Ämtern. Und dann denkst du, ja, das wäre doch schön, wenn alle würden jetzt helfen, hochtragen oder abwaschen oder so. Und dann kommt dann häufig so der Ausspruch, ja, der macht ja das oder du machst ja das. Also einer für alle. Das reicht ja, wenn sich einer hängdreckig gemacht hat, dann müssen ja nicht die anderen auch noch. Es reicht ja, wenn einer abwischt, oder? Müssen ja nicht die anderen auch noch. Wir stehen einander nur mehr im Weg. Aber eben, es bedeutet immer wieder nicht nur einer für alle, sondern alle für einen. Die Ärmel hoch, machen, hingern, litzen, wenn es jemandem schlecht geht. Und ich glaube, das ist etwas, wir könnten hier schon sagen, Amen, fertig, wenn wir das schon begriffen haben, dass eben eine Gemeinde auch ist, wenn es jemandem schlecht geht, dass alle dürfen mittragen. Das ist etwas, was mir auch nicht so bewusst war. Man hat den Wahlspruch gebraucht bei Naturkatastrophen. Hat man immer wieder Spendenaufrufe gemacht und hat gesagt, schau, jetzt geht es jemandem nicht gut. Jetzt müssen wir zusammenstehen. Jetzt müssen wir tragen. Und ich glaube eben, wir haben das auch schon gehört, es ist nicht alles super und wir sind das beste Land auf Erden.
Aber ich glaube, das ist etwas, weil wir auch ein Land sind mit Gebirgsgebieten, so, dass wir das eben verinnerlicht haben. Wenn es jemandem schlecht geht, dann helfen wir einander. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir dranbleiben müssen. Hier in der Geschichte ist es auch ein bisschen, eben die Voraussetzung ein bisschen anders. Der Hohepriester Kaiphas, der bleibt so bei dem ersten Teil von dem Wahlspruch stehen. Er sagt, ja, einen für alle. Das reicht, wenn eben einer für alle stirbt. Ich bin erstaunt, wie der Johannes an die Information ist gekommen. Ich nehme an, dass der Hohe Rat, das ist nicht einfach so eine öffentliche Sitzung war, aber wie der Johannes sich auch die Mühe hat genommen, das herauszufinden. Was ist denn da hinter dran gewesen? Und das ist ja Sachen, die wir beim Johannes immer wieder entdecken. Er tut immer wieder auch die Sachen, die hinter dran gelaufen sind, betonen. Was ist wirklich der Wert von der Aussage? Und so kann er auch sagen, schau, der Hohepriester, der hat sogar prophetisch geredet, ohne dass er es gewusst hätte. Weil wenn man nämlich die Interpretation von Johannes nicht hätte, könnten wir vielleicht den Spruch auch ein bisschen anders verstehen. Stellt euch vor, ihr seid da verantwortlich. Hohepriester hat eine religiöse Verantwortung. Ihr habt vielleicht auch eine Verantwortung für ein Volk. Und jetzt kommen da die Römer. Und das sind jetzt die zu sagen haben auf Platz. Und man hat ein bisschen Angst vor denen. Man muss die gut stimmen. Es ist gut, wenn man es gut hat mit denen, dann kann man ein bisschen frei machen, was man will. Aber es ist nicht gut, wenn die Römer ganz hart aufmerksam werden auf ihn. Und jetzt kommt da so ein Wanderprediger von Nazareth, aus der Provinz. Er kommt nicht von Jerusalem. Er ist nicht da im Machtzirkel involviert. Man sagt, ja, er ist uns nicht verwandt. Und jetzt tut er Aufmerksamkeit erregen. Die Leute sehen, was der macht und die Leute gehen dem nach. Und jetzt ist es doch ganz etwas Gäbiges, zu sagen, ja gut, jetzt tun wir den einfach preisgeben. Das ist das Bauernopfer sozusagen. Er könnte jetzt sterben und das würde ja dann unsere Popularität und unser Ansehen und unseren Bezug verbessern. Und ich habe ein bisschen gerungen, ja, was ist denn da das Bild dahinter? Und jetzt kannst du mal das erste Bild einblenden. Es ist ein bisschen dunkel. Das ist eine Kanone. Jetzt kommt er wieder mit seiner Kanone. Das ist eine Kanone. Und die Kanone, das ist eine Nachbildung. Im Zweiten Weltkrieg haben dort die Deutschen alles Metall rausgeräumt. Also das ist nicht mehr die Originalkanone. Aber die Originalkanone, das war dann zumal das Modernste, was es gegeben hat. Also die Kanone, die steht da so auf Schienen. Das heisst, man kann sie hin und her schieben, ausrichten, der Winkel. Und was die Kanone hat, man sieht da hier einen Draht. Die Kanone hat also bereits schon 1800, kurz vorher, also noch nicht im 1900 irgendetwas, schon eine elektrische Zündung gehabt. Also das war gäbig. Vorher hätte ja da einer die Lunte anzünden oben dran. Das kennt ihr vielleicht noch, so die Kanone, die sie die Lunte anzündet. Und dann irgendwann hat das Zündschnüre, dann hat es irgendwann Bumm gemacht, oder? Und hier hat man am Schnürli ziehen und dann hat es geklopft. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber wisst ihr was, die Kanone, die hat nie geschossen. Nie einen Schuss. Wieso? Hat jemand eine Idee? Wieso hat die Kanone nie geschossen, also das Original?
Ja, sie hat auf die falsche Seite gerichtet. Das ist eine Festung zu Frankreich. Und ich musste das heute Nachmittag meiner Tochter noch genau erklären. Sie hätte das noch wissen. Das ist eine Festung zu Frankreich. Und die Franzosen haben gedacht, wenn die Deutschen das nächste Mal kommen, dann kommen sie über die Schweiz. Weil das gehen ja die Schweizer, die können ja die Deutschen dann nicht Stangen haben und dann kommen die über die Schweiz und dann müssen wir dann die Kanonen gegen die Schweiz gerichtet haben, dass wir dann der Gegenwehr machen. Aber die sind von der anderen Seite gekommen. Und dann habe ich gedacht, das Bild gesehen und dachte, ja genau. Wie ist es in meinem Leben? Also die Kanone, die ist super geschützt. Da ist eine dicke Stahlplatte oben dran und dann 4 Meter Herd. Und ich sehe, das war das, was super geschützt hat. Und manchmal ist es doch auch also Gefahren, die wir sehen. Wo wir das Gefühl haben, da kommt eine Bedrohung. Und wir stellen Kanone aufstellen. Wir tun uns vorbereiten. Wenn der etwas sieht, dann kann ich den zack umgeben. Oder, das ist gefährlich, was da kommt. Oder, der will mir nicht gut. Und ich habe mir so überlegt, das ist doch manchmal, hat das ja gar nicht so mit Recht oder Unrecht zu tun, sondern manchmal geht es so ein bisschen ähnlich wie bei dem Hohenpriester Kaiphas. Da ist es nicht mehr um die Religion gegangen, um den Glauben, um dass der Messias kommt. Sondern dort ist es darum gegangen, dass sie das Gefühl hatten, wir müssen unsere Macht stärken. Das ist das Gute für das Volk. Jahrhundertelang hat das jüdische Volk auf einen Messias gewartet. Man hat definiert, was es braucht, dass der Messias machen muss. Aber, wo der Messias ist gekommen, hat man es nicht erkennen, weil man sich falsch ausgerichtet hat. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns fragen, vielleicht einmal ganz allgemein, von woher erwarte ich die Gefahr? Oder auch zu fragen, welchen Zugang habe ich denn zu einem Mitmenschen? Wo tue ich sogar so fromm tönende Sätze brauchen, missbrauchen, für meine persönlichen Ziele zu verfolgen? Oder wo bin ich sogar bereit, zentrale Wahrheiten vom Glauben zu opfern, wenn es um mein Ego geht? Es reicht, wenn einer für alle stirbt. Aber es geht eben weiter. Es ist eben nicht nur einer für alle, sondern eben auch alle für einen. Mit dem, dass die Pharisäer und die Hohepriester wollen verhindern, dass sich das Volk auf Jesus vereinigt, haben sie gerade die Voraussetzungen geschaffen, dass Jesus eben für alle sterben konnte. Und das ist das, was der Johannes erkannt hat. Es geht da nicht nur um die Juden oder um das Volk Israel. Es geht eben um die verstreuten Kinder Gottes. Jesus hat die Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt kannst du mal das zweite Bild. Wir sind hier auf einen Chasseron hochgewandert. Und das hat mich wirklich auch so beeindruckt, das Bild. Es sind nicht alle zu Fuß dort durch, es hat Velofahrer dabei. Alle für ein Ziel. Jetzt gehen wir schon noch hoch. Sandra Weffler hat dann einmal gefragt, Kind, Lois, du, jetzt ist dort oben der Gipfel, wollen wir jetzt noch hoch?
Ja, wenn wir jetzt schon da sind, gehen wir sicher hoch. Eben, ein Ziel haben miteinander. Alle für etwas oder alle für ihn, für Jesus Christus. Paulus schreibt im Epheser 6, 12 bis 13, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die bösen Mächte angreifen, seid gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist ein Vers, wo wir viel auf uns als Einzelne münzen, aber eben, wir sind zusammen Sieger. Alle für ihn, für Jesus Christus. Jesus hat mit seinem Sterben Voraussetzungen geschaffen. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, dass wir gut leben können. Nein, er hat mit seinem Sterben hinter dran schon den Sieg errungen. Er hat, was hinter dran steht, die bösen Mächte besiegt. Und dann manchmal, wenn man so im Kampf steht, denkt man, oh, der tut mir etwas oder der tut mir etwas. Man probiert sich gegen Fleisch und Blut zu verteidigen, sondern es ist eben mehr dahinter. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Meint auch, dass es nicht darum geht, einen Status zu machen, dass es darum geht, einem Religionsstifter nachzufolgen, sondern darum, dass Gottes Wille geschieht. Es geht darum, dass Gottes Wille soll geschehen. Hier im Text, dass das Volk, die verstreuten Kinder Gottes zusammengebracht werden. Sein Volk soll gesammelt werden aus allen Völkern von dieser Erde. Und wir hatten gestern so ein dickes Kuvert im Briefkasten gehabt. Das ist von der jüdischen Botschaft, von der christlichen Botschaft in Jerusalem. Und sie hat geschrieben, sie schicken jetzt einmalig so ein Dokument schicken. Und das ist die zweite Frage, die ich heute am Nachmittag noch muss Jael beantworten muss, wie das mit dem Israel funktioniert. Hat sie gesagt, ihr seid nicht neutral, ihr seid nicht für 2-Staaten-Lösung. Und das war um 11:30, dann habe ich gesagt, oder 11, dann habe ich gesagt, nein, jetzt, wir wollen ins Bett. Ich kann dir das morgen noch erklären. Das Größere, was hinter dran steht. Das Größere, was hinter dran steht. Aus allen Völkern der Erde, wo Gott sein Volk sammelt und sein Reich soll aufgerichtet werden. Und das gibt uns vielleicht ganz einen neuen Bezug, auch wenn wir das Vaterunser beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir eben bewusst sind, dass Jesus im Himmel der Sieg errungen hat, dass hier der Sieg auch sichtbar darf werden. Diese Sicht hat Jesus auch am Kreuz. Also, ja, wenn wir so gesungen und ausgeschlafen sind, unsere Kanonen nicht das Falsch zu richten, das ist es. Aber mir geht es so, wenn ich müde bin, wenn ich nicht ganz klaren Kopf habe oder so, dann komme ich so das Gefühl hoch, dann tue ich nicht gut reagieren. Jesus ist am Kreuz gehangen. Also absolut unterstes Ding. Nicht mehr mögen, nicht mehr können. Und doch kann er hier sagen am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat eben weitergesehen. Er hat eine Sicht gehabt. Und so möchte ich euch und uns mehr heute Morgen aufrufen. Wir wollen nicht Kanone aufstellen,
sondern uns für den Aufbau vom Reich Gottes einsetzen. Wir wollen nicht Kanone aufbauen, sondern uns für den Aufbau vom Reich Gottes einsetzen. Oder vielleicht im Sinn vom eingangs erwähnten Satz ein bisschen anders formulieren. Jesus für jeden einzelnen Mensch, aber auch jeden einzelnen Mensch für Jesus. Amen.